danke dir für den Micha, der die Predigt vorbereitet hat. Danke, dass du ihn jetzt brauchen willst, dass wir etwas von dir verstehen, dass wir etwas mehr können einfach auch in unser Leben integrieren können. Ich bitte dich, dass du ihn umgibst, dass du seine Gedanken und sein Herz mit deinem Geist füllst. Und auch uns, wo wir zuhören. Amen. Stell dir vor, du bist ein Fischer, eine Fischerin, die zu Zeiten von Jesus in der Provinz Galiläa gelebt hat. Stell dir das mal vor. Für die es ein bisschen schwieriger haben zum Vorstellen, ich habe euch extra noch ein Bild mitgenommen, dass ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Das ist dein Lebensunterhalt, den du da im Hintergrund siehst. Das ist der See, auf dem du fischst. Jeden Morgen früh, noch vor Sonnenaufgang, stehst du auf. Es sind Härtetage. Das ist von Kapernaum am See von Genezareth mit Sicht auf deinen Lebensunterhalt. Deine Netze sind da im Hintergrund gerade noch am Trocknen von einem harten Tag Arbeit. Und dein Leben ist schon ziemlich hart und ziemlich tough. Und es wäre eigentlich ja noch okay, wenn nicht auch noch die Römer wären. Wenn nicht noch müsstest einen grossen Teil von dem, was du erarbeitest und erwirtschaftest, noch müsstest als Steuern abgeben. Wenn du es nicht machst, dann hast du grössere Probleme, die du so schnell nicht lösen kannst. Aber wie gesagt, du hast es zum Glück im Griff, dein Boot ist noch nie gesunken und du hast bis jetzt noch immer etwas gefangen und hast können deine Familie ernähren. Stell dir das vor. Und jetzt hörst du eines Tages, wie so ein Wanderprediger, der Jeschua von Nazareth, so hat er geheißen, so hat man ihn kennt, zu dir in dein Dorf nach Kapernaum kommt. Und so von Cousins und Cousinen aus anderen Dörfern, von Familien, so über den Pfad hast du schon gehört von dem Jesus und du bist fasziniert. Und auch sehr gewundert, auf was echt der Jesus könnte predigen. Hast du gehört, er kommt heute am Morgen in deine Synagoge, in dein Dorf, in deine Stadt, zum lehren. Du hast schon gehört von den Wundern, die irgendwie mit dem Jesus einhergehen. Hast du schon gehört von Kranken, die plötzlich wieder laufen, die gesund werden, von Blinden, die sehen. Und natürlich bist du fasziniert und überlegst dir, ob du gehen an diesem Samstag in die Synagoge und hören, was der Jesus echt zu sagen hat. Und weil du sonst nichts los hast, entscheidest du dich auf den Weg zu machen in die Synagoge und stellst gleich fest, du bist nicht der Einzige mit dem Plan, du bist nicht der Einzige mit dem Gedanken, das ganze Dorf ist auf den Füßen, alles läuft in die Synagogen hinein. 400 und mehr Leute probieren sich in den kleinsten Raum reinzuquetschen und du fährst jetzt einfach mal deine Ellbogen aus und bahnst dir einen Weg durch die Menge Menschen durch und schaffst es, irgendwie in den Raum reinzukommen und stehst jetzt in dieser hintersten Reihe und bist am Zuhören, was der Jesus zu sagen hat. Ich hoffe, du hast dir das alles vorgestellt, bist in deinem Kopfkino voll dabei gewesen. Weil jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn die Geschichte jetzt weitergeht und Jesus jetzt dann gerade in dieser Synagoge anfängt zu predigen, was würdest du Jesus predigen hören? Was würde Jesus an dem Morgen, wo du in Kapernaum in dieser Synagoge drinnen stehst, was wäre seine Botschaft? Könnt ihr es euch vorstellen? Sag mal, was predigt er so? Nicht Sorgen um den nächsten Tag. Genau, weil er versorgt die Spatzen, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Was lehrt ihr sonst noch so? Was gehört ihr? Was sagt ihr in dem Moment? Er lebt von seinem Vater, ist in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Und
So kommen wahrscheinlich noch mehr Sachen. Vielleicht hast du auch ein Gleichnis gehört. In deinem Kopfkino hat er gerade das Gleichnis erzählt von 99 Schafen und dem einen, das Schaf, wo du bist, gell? Du bist weggelaufen. Aber er lässt dich zurück und läuft dir nach und holt dich zurück. Vielleicht hast du eine Botschaft über Liebe gehört, dass wir den Nächsten lieben sollen wie sich selber. Vielleicht hast du auch ein Streitgespräch gehört, das er hat mit den Pharisäern, weil es hat nämlich wieder mal ein Pharisäer das Gefühl gehabt, er sei gescheiter als Jesus und er hat eine Frage gestellt, gell? Wollte Jesus so in eine Falle hineinführen und du hörst jetzt das Streitgespräch zu zwischen dem Pharisäer und Jesus, wie die da debattieren und ja, natürlich muss der Pharisäer gleich dann den Schwanz einziehen und einfach feststellen, ja, Jesus, kannst du einfach nicht so schnell in eine Falle hineinführen. Vielleicht hörst du auch eine moralische Lehre, von wie man soll leben, was man soll tun und was man soll machen. Und weißt du was? Die Chancen sind gar nicht so schlecht, dass etwas von all dem du an diesem Sonntag oder an diesem Samstag am Morgen tatsächlich Jesus wirst hören reden. Vielleicht hat er tatsächlich gerade das Gleichnis predigt, aber ich garantiere dir, etwas, was du ganz sicher wirst Jesus lehren hören an dem Morgen, wenn du die ganzen 2 Stunden wirst stehen bleiben, wo er lehrt. Etwas, was 100% wird kommen, ist eine Botschaft über das Reich Gottes. Eine Botschaft über das Reich Gottes ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn Jesus predigt. Im Matthäus-Evangelium allein kommt der Begriff Reich Gottes 50 Mal vor. 50 Mal ist im Durchschnitt 1,5 Mal pro Seite. Das Matthäus-Evangelium ist nicht so mega lang, je nach Übersetzung und wie gross du es genau schreibst, 20 bis 30 Seiten. Das bedeutet, mindestens 1,5 Mal pro Seite kommt der Begriff Königreich Gottes vor. Weil das ist so ein grosses, übergreifendes Thema, wo Jesus immer und immer und immer wieder darüber predigt. Es ist sogar seine allererste Botschaft gewesen, die uns der Matthäus überliefert. In Matthäus 4,17 können wir nachlesen. Von da an begann Jesus zu predigen. Und die Zusammenfassung, so, der One-Liner, der Predigtstitel, wo irgendwie all das, was Jesus immer wieder lehrt und erzählt und redet, in einer Ziele zusammengefasst ist, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Jesus hat immer und immer wieder im Kontext vom Königreich Gottes gelehrt und predigt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du an dem Morgen in Kapernaum gewesen wärst, dass du über das Reich Gottes gehört hast, ist nahezu 100%. Jesus hat immer und immer wieder über das Königreich Gottes gelehrt und predigt. Ist es doch ein roter Faden, eines von diesen grossen Themen, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und heute am Palmsonntag feiern wir einen Höhepunkt von dieser Botschaft. Vom Königreich Gottes. Wir feiern am Palmsonntag nämlich, dass der König in die Hauptstadt eingezogen ist. Wir haben es gehört, die Geschichte, Barbara hat es vorgelesen, wie der König Jesus in die Hauptstadt, in Zion, einzieht. Und ganz viel von dieser Symbolik aus dem Text hat natürlich mit Königswürde zu tun. Zum Beispiel, dass man Kleider ausbreitet. Das war ein Zeichen für einen König, der Einzug hält. Zweige, die abgeschnitten worden sind und hergelegt worden sind, die Bereitschaft, der Jubel, die Feier, hat ganz viel mit der Königswürde von Jesus zu tun, wenn er in die Hauptstadt einzieht. Also er erfüllt mit dem Palmsonntag, mit dem Einzug nach Jerusalem ganz, ganz viel Prophezeiungen aus dem Alten Testament, wo vorausgesagt worden ist auf den Tag, wenn der König wieder nach Zion kommt. Und das bringt natürlich dann die Frage auf, wo hat denn das genau angefangen? Oder woher kommt dann die Prophezeiung? Warum gibt es überhaupt das Thema? Warum redet Jesus so viel und die ganze Zeit von dem Himmelreich Gottes, wo jetzt mit ihm näher gekommen ist? Und wie das so häufig der Fall ist, bei diesen grossen Themen, bei diesen roten Fäden, die sich durch die ganze Bibel durchziehen, hat die Geschichte vom Königreich Gottes seinen Anfang auf der allerersten Seite der Bibel.
Das Königreich, von dem lesen wir nämlich im 1. Mose 1, Vers 26. Dort lesen wir von der Schöpfung vom Mensch. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. Herrschen. Da kommt der Begriff vom Königreich Gottes zum ersten Mal vor. Gott hat eine Welt erschaffen, hat ein Reich erschaffen auf dieser Welt, hat es gefüllt mit Leben und hat den Menschen eingesetzt, um mit ihm zusammen in dem neuen Reich Gottes zu herrschen und zu regieren. Wow, was für ein genialer Gedanke Gottes. Schon am Anfang ist eigentlich das Königreich Gottes auf der ersten Seite zu finden. Und weißt du was, das ist ganze 3 Kapitel auch mega gut gegangen. Das Königreich Gottes vollen Erfolg bis zu dem Moment, wo die Menschen sich entschieden haben, gegen die Herrschaft Gottes zu rebellieren. Und sie haben einem anderen Herrscher gefolgt und haben, anstatt auf Gott zu hören, auf Satan gehört. Und dort ist zum ersten Mal so richtig schief gelaufen. Man hat nämlich jetzt nicht das Reich Gottes nur noch gehabt, sondern die Menschen haben in ihrer Rebellion drinnen ein neues Weltreich geschaffen. Ein Reich von dieser Erde eben. Ein Reich von unserer Zeit. Und die Folgen von diesem Reich sind katastrophal gewesen. Und es hat zu all diesen Weltreichen geführt, die wir sehr gut kennen. Wo wir sehr vertraut damit sind. Wo der Stärker sagt, wie es läuft. Wo der mit mehr Geld regiert. Wo der mit Macht die Schwachen unterdrückt. Und wo schlussendlich in Kontrolle ist. Zu seinem eigenen Vorteil und zu seinem eigenen Gewinn. Das war das Resultat von dieser Rebellion. Und so ist die Menschheitsgeschichte weitergegangen. Wisst ihr, wann ist der erste Moment, wo übrigens Gott als König in der Bibel vorgestellt wird? Wo Gott sich als König, als Herrscher in der Bibel offenbart. Es war im ersten Konflikt mit einem Grossreich. Nämlich, wo Mose zum Pharao geht und am Herrscher von dieser Welt, vom Grossreich Ägypten, sagt, hey, Gott im Himmel, unser König, will, dass wir gehen. Und dort kommt es zu dem Clash, dort kommt es zu dem Kampf zwischen dem Reich von Gott und dem Reich von dieser Welt. Zwischen Ägypten und dem himmlischen Reich. Und Gott in einem fantastischen Showdown mit 10 Plagen demonstriert, mit jeder einzelnen Plage, dass er mächtiger ist und das Reich Gottes über dem Reich von dieser Welt steht, demonstriert am Pharao, am mächtigsten Herrscher von dieser Welt, dass er ultimativ in Kontrolle ist. Und dann nimmt er sein Volk aus Ägypten raus und sagt, und jetzt machen wir wieder etwas, das ein bisschen ist wie Eden. Jetzt tun wir wieder ein Reich aufbauen, wo Gott der König ist. Und auch das ist nicht so mega lang gut gegangen. Und auch die Israeliten haben angefangen so zu leben wie der Rest dieser Welt. Hat angefangen Weltreich Mentalität übernehmen und hat Reich von dieser Erde angefangen zu bauen und nicht, wie der Plan gewesen wäre, Reich Gottes aufrechtzuerhalten. Und so ist es gekommen, wie es kommen musste. Auch das Reich ist angegriffen worden, kaputt gemacht worden, zerstört worden. Und in dieser Zeit drin lesen wir, wie der Prophet Jesaja prophezeit von einem kommenden Königreich. Vom Königreich Gottes, wo eines Tages wird kommen, wo wieder so ist, wie eigentlich ganz am Anfang, wo wieder so ist, und wo Gott wieder in Kontrolle ist und regiert, so wie er sich das ultimativ vorgestellt hat. Und er beschreibt die Szene von einem Boten, wo über die Berge kommt und eine gute Nachricht bringt. Wo die Nachricht bringt, dass Gott herrscht und regiert. Wir lesen die Prophezeiung im Jesaja 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenbotes, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Amen. Und dort hat die Sehnsucht das Bild bekommen. Der Wunsch nach Gottes Regierung, nach Gottes Herrschaft, dass er wieder kommt und dass er das Reich von dieser Welt doch endlich wird besiegen. Dort hat es Ausdruck bekommen. In dem Bild vom Boten, wo mit schönen Füßen über die Berge kommt und eine Botschaft verkündet, wo Heil und Frieden bringt. Und 1000 Jahre, 700 Jahre später, ist der König tatsächlich gekommen. Und er ist tatsächlich
auf unserer Erde gewandelt. Und er hat die Botschaft, die Nachricht vom Königreich Gottes verkündigt. Mit Wort, wo sie sind, jetzt ist es da. Auf das, was ihr gewartet habt. Eure Sehnsucht nach dem Reich Gottes, jetzt wird sie erfüllt. Der Prophet vor mir, der Johannes der Täufer, hat es angekündigt. Er hat gesagt, das Königreich Gottes ist nahe. Und jetzt ist Jesus gekommen und er zieht als König wieder ein. Er erfüllt Prophezeiungen. Und er ist das Königreich Gottes. Er ist die Erfüllung von dem Königreich Gottes. Er wird das Königreich etablieren, das nicht ist wie das Königreich von dieser Erde. Und so müssen wir uns die Frage stellen, okay, was ist denn das genau, das Königreich Gottes? Was beinhaltet das? Wie sieht das aus? Und da dürfen wir jetzt in Matthäus und in den Evangelien ein bisschen schauen, ein bisschen nachschmecken, wie das Königreich Gottes ist. Und zuerst einmal feststellen, nachdem dass Jesus als König nach Jerusalem eingeritten ist, haben 2 Jünger eine Frage. Sie getraut sich die Frage nicht selber zu stellen, darum schicken sie ihre Mami. Und die Mami muss zu Jesus gehen und fragt jetzt Jesus, du, Jesus, wenn dann dein Königreich etabliert ist, von dem, was du die ganze Zeit erzählt hast, dürfen dann meine 2 Söhne links und rechts von dir sitzen? Also wird schon die Sitzordnung im neuen Königreich etabliert, wer wo hockt. Und die 2 haben die Frage, okay, in deinem neuen Königreich, wo ja jetzt kommt, von dem du die ganze Zeit redest, wer ist dort der Boss? Wer ist in Kontrolle? Wer bestimmt, wie es dort läuft? Und Jesus sagt als Antwort auf die Frage, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also das Königreich Gottes ist eben nicht so, wie die Königreiche von dieser Erde sind. Es ist komplett auf dem Kopf. Es läuft genau anders im Königreich Gottes. Der dient, wird erhöht werden. Und der sich selber erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wir lesen weiter über das Königreich Gottes, dass man es empfangen muss wie ein Kind. Jesus sagt in Markus 10, Vers 5, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Hä? Jetzt kannst du nicht einmal etwas machen. Es gibt keine Green Card, wo du dir da irgendwie kannst, erarbeiten oder verdienen oder irgendetwas machen. Es gibt ja jetzt die neue Trump Card, gell? Du kannst eine goldige Karte, nur 5 Millionen kostet das und dann bist du dabei. Dann gehörst du dazu. Beim Reich Gottes läuft es nicht so, das musst du dir schenken lassen. Es gibt keine Möglichkeit, dass du dir die Bürgerschaft und die Zugehörigkeit zum Reich Gottes auf irgendeine Art und Weise verdienen kannst. Es ist geschenkt. Wie ein Kind müssen wir die Bürgerschaft empfangen und uns geben lassen. Und das Reich Gottes ist übrigens in der Hand der Armen. Das Reich Gottes gehört den Armen. Jesus sagt im Lukas 6, Vers 20. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Hä? Schon wieder verkehrt. Es sind doch die mit dem Geld in Kontrolle. Und Jesus sagt, nicht so in meinem Reich. In meinem Reich, dort sind die Armen die reich sind. Denen gehört das Reich Gottes. Es ist also komplett entgegengesetzt am Reich von dieser Erde. So, wie es halt Menschen es kennen. Und dort, wo das Königreich Gottes ist, dort wird das Böse besiegt. Wir lesen in Matthäus 12, Vers 28, wie der Sieg über Dämonen, das Reich Gottes, ankündigt. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Dort, wo das Reich Gottes kommt, wird das Böse besiegt. Dort, wo Kranke gesund werden, dort regiert Gott. Dort, wo Dämonen weichen müssen, dort ist Jesus der König. Also das Reich Gottes besiegt das Böse in dieser Welt. Also wo genau ist denn das Königreich? Das Königreich ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. So lehrt Jesus seine Jünger zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das Königreich Gottes ist dort etabliert,
wo Menschen nach dem Willen Gottes wieder leben. Wo Menschen nicht mehr in der Rebellion drin sind, sondern wo Menschen gehorchen und das tun, was der himmlische Vater will, dass da wird. Dort ist das Reich Gottes. Und jetzt ist Jesus eingezogen in Jerusalem als der König von dem Reich. Und da nimmt unsere Geschichte eine komische Wende. Weil der König vom Königreich Gottes ist eben wirklich nicht so wie der Rest von all diesen Königen, die vorher waren. Sondern er ist ganz anders. Und obwohl er gefeiert wird als der König, der Einzug haltet, geht es nicht lang und seine Krone, die er aufs Haupt gesetzt bekommt, ist nicht eine goldige Krone, sondern es ist eine Krone aus Dornen, die er auf den Kopf gesetzt bekommt. Der Mantel, den sie ihm umhängen, ist nicht auf einen Rücken gelegt, der normal ist, sondern auf einen ausgepeitschten Rücken gelegt worden. Weil Jesus hat Jesaja fertig gelesen. Er hat die Prophezei gelesen und hat gesehen und verstanden, auf dass es endlich anders kann werden in dieser Welt, auf dass endlich das Reich von dieser Welt kann gebrochen werden, auf dass das endlich nicht mehr so muss laufen, wie es die ganze Zeit gelaufen ist und dass es wieder so kann werden wie am Anfang. Für das braucht es einen König, der sein eigenes Leben herleitet. Für das braucht es einen König, der das lebt, was er lehrt. Und Jesus lehrt. Der seinen Nächsten liebt, leitet sein Leben hin für ihn. Und so ist nach dem Einzug eine Krönung vom König angesagt. Kannst du das Bild zeigen? Und seine Krone ist eben nicht eine goldige Krone, sondern eine dornige Krone, die ihm auf den Kopf geschlagen wird. Und der Mantel auf einen ausgepeitschten Rücken. Und wenn der König erhöht wird, wenn er seinen Thron in Anspruch nimmt, wenn er sichtbar erhoben wird, ist es nicht auf einen Thron, so wie die Herrscher dieser Welt, sondern es ist auf an ein Kreuz. Sichtbar für die ganze Welt. Das ist eigentlich die Szene, kannst du das nächste Bild zeigen, wo Jesus Platz nimmt auf dem Thron, erhöht als König. Und ich glaube, in dem Moment haben die zwei Jüngeren, die gefragt haben, hey, wer darf bei deiner, wenn dann du Platz nimmst auf dem Thron, wenn dann du auf dem Thron sitzt, wer darf links und rechts von dir sein? In dem Moment haben die Jünger realisiert, links und rechts sind auch zwei gekreuzigt worden. Das ist der Moment, wo Jesus Platz nimmt auf seinem Thron. Er hat verstanden, auf dass die Weltreich ein Ende nehmen, auf dass es endlich nicht mehr so muss laufen in dieser Welt, wie es immer gelaufen ist, dass der Stärkere in Kontrolle ist, muss der Stärkere dienen und die Haltung von einem Diener einnehmen, der sich selber hingibt. Wie schön sind doch die Füße, die gute Botschaft bringen. Die Füße sind mit einem Nagel ans Kreuz angenagelt worden. Von einem König, der bereit war, sein eigenes Leben hinzugeben, auf dass die Welt endlich wieder Zugang haben ins himmlische Reich Gottes, wo es anders läuft als in dieser Welt. Und so möchte ich dir eigentlich heute die eine Frage stellen. Sehr eine simple Frage. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und ich glaube, ganz am Anfang, die erste Frage, die ich euch gestellt habe, was lehrt Jesus an diesem Morgen in der Synagoge, ist sehr offenbarend, wer Jesus für mich ist. Ist er mein Retter? Er, der mich befreit. Er, der mir meine Schuld vergibt. Und er, der mich eben aus meiner eigenen Hilflosigkeit daraus rettet. Und weißt du, versteh mich nicht falsch, Jesus ist tatsächlich unser Retter. Er rettet uns wirklich aus unserer Not.
Aber er ist eben nicht nur einfach unser Retter, sondern er ist der König. Verstehst du den Unterschied? Ein kleines blödes Beispiel, aber bei uns daheim kochen häufig Dunja. Ich weiss nicht, wie lässig sie das finden würde, wenn ich jetzt umgehen und sie vorstellen, ja, das ist Dunja, sie ist meine Köchin. Ich glaube jetzt nicht, dass das mega gut wird ankommen. Jawohl, sie kocht zwar schon, also es ist etwas von dem, was sie macht, aber das ist nicht, wer sie ist, verstehst du? Jesus rettet uns, ja, er befreit uns von unserer Schuld, aber er ist nicht einfach nur unser Retter. Er ist nicht einfach der, wo mich jetzt befreit und errettet. Er ist auch nicht nur einfach unser Versorger. Er ist nicht nur der, der meine Bedürfnisse stillt. Ja, er sieht die Spatzen. Und er weiß um unsere Bedürfnisse, ja, er weiß das. Aber das bedeutet nicht, dass er nur unser Versorger ist. Dass sein Job nur ist, das zu tun, was ich gerne von ihm hätte. In dem Moment, wo ich es brauche. Er ist nicht nur unser Freund. Ja, er ist unser Freund. Er ist uns nahe. Aber das ist nicht, was er wirklich ist. Und er ist wirklich der König von dem neuen Reich. Der König, der sein einiges Leben hingegeben hat. Der König, der auferstanden ist und der erhöht worden ist vom himmlischen Vater über alles andere. Das ist, wer Jesus ist für uns. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, Jesus, dein König sein zu lassen? Nicht nur dein Retter, nicht nur dein Versorger und nicht nur dein Freund. Und bist du bereit, bevor du schnell antwortest und jetzt einfach Ja sagen, ja, Jesus ist mein König, bedenk Folgendes. Die gleichen Menschen, wo Jesus gefeiert haben, als König, wo er nach Jerusalem reingelaufen ist, die gleichen Menschen haben ein paar Tage später geschrauen, kreuzigen ihn. Weil er nicht so war, wie sie ihn haben wollen. Sie haben eigentlich irdisches Reich 2.0 wollen, weisst? Einfach irdisches Reich, aber besser für uns. Nicht die Römer in Kontrolle, sondern wir in Kontrolle. Das haben sie wollen. Und weil Jesus das nicht da hat, was sie haben wollen, so wie sie sich das vorgestellt haben, sind sie gleich darauf aber wieder bereit gewesen, zu sagen, nein, der König der Juden, der kann ans Kreuz gehen. Den brauchen wir nicht. Der macht nicht das, was ich wollte. Nicht das, was ich erwartet habe. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen. Bist du bereit, Jesus zu deinem König zu machen? Von deinem Leben? Auch wenn er nicht so versorgt, wie du dir das jetzt gerade vorgestellt hast. Auch wenn du nicht näher spürst in deiner Krise drinnen. Auch wenn du nicht so aus deiner Misere gerettet wirst, wie du das erhofft hast, ist dann Jesus immer noch dein König? Oder bist du genau so wie die Israeliten, wo Jesus am einen Tag feiert und am nächsten gekreuzigt sehen? Und ich finde es schon bezeichnend, dass in diesem Vers, wo wir gerne brauchen, zur Rettung aufzurufen, im Römer 10, Vers 9, ein Bekenntnis zu Jesus seiner Herrschaft inbegriffen ist. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Rettung bedeutet, dass man die Herrschaft von Jesus anerkennt. Dass er König sein darf und dass er sein himmlisches Reich dort bauen darf, so wie er das will. In unserem Leben, in unserer Zeit, in unserer Kirche, so wie er das will. Und so möchte ich dir heute die Frage einmal mehr stellen. Bist du bereit, Jesus zu deinem König zu machen? Bist du bereit, dein Leben hinzugeben und für sein Reich zu leben? Und bevor du so schnell antwortest, bedenk, wer neben dem links und rechts bei seiner Krönung war. Wenn wir mit ihm sein wollen, dann bedeutet das, dass wir so leben müssen wie er. Dass auch wir bereit sein müssen, unser eigenes Leben hinzulegen. Dass auch wir bereit sein müssen, unsere eigenen Wünsche zurückzustecken und zu sagen, Jesus, du bist König und du regierst in meinem Leben jeden Tag.
Das ist die Botschaft vom Palmsonntag. Jesus ist ein König. Aber nicht so ein König, wie die Welt ihn hat wollen, sondern ein König, der ein himmlisches Reich hat gebaut, das entgegengesetzt ist dem Weltreich von dieser Erde. So möchte ich zum Schluss von dieser Predigt beten und dich mit dieser Frage in die Anbetungszeit hineinschicken. Wer ist Jesus für dich? Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gute Pläne hast mit dieser Welt. Und dass du nicht hast wollen, dass es einfach immer so weiterläuft, wie es läuft in dieser Welt, sondern dass du einen Plan hast gehabt zu der Rettung. Dass du dein Königreich wieder aufbauen willst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus, deinen eigenen Sohn, auf die Welt geschickt hast. Danke, Jesus, bist du gekommen und hast du so gelebt, wie es nur du kannst leben. Würdig als König, der bereit ist zu dienen und sein eigenes Leben hinzugeben. So möchte ich dich erheben und dich loben und preisen. Und wir möchten jetzt miteinander einfach einstimmen in die Zeit der Anbetung, wo wir dich als König von unserem Leben erheben. Amen.